Hallo miteinander, ja, wie ihr seht, wir sind wieder mal bei uns in der Küche und das heisst natürlich wieder mal Kochquatsch und wir haben heute ein herbstliches Rezept für euch mit Birnen und wir haben ganz einen coolen Gast, den ihr gerade kennenlernen werdet. Und ja, bevor wir richtig loslegen, verrate ich euch mal, was wir da für Zutaten brauchen. Machen wir einen karamellisierten Birnenkuchen. Und für den brauchen wir einerseits natürlich Mehl. Dann nehmen wir 120 Gramm Mehl, dann ein Säckchen Vanillezucker, ein bisschen Backpulver, also so ein Messerspitz voll, dann 100 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 3 Eier, 3 Birnen. Am besten ist, wenn es ein bisschen reife Birnen sind. Und für den Karamell Zucker und ein bisschen Wasser. Ja, und unser Gast heute ist Morena. Sie ist ganz eine tolle Bloggerin mit einer tollen Message. Aber ich glaube, erzählst du schnell, was du da machst? Ja, also ich bin Teilzeitbloggerin und ich setze mich für meine Selbstliebe ein. Gegen Essstörungen. Ich möchte ganz viele Frauen inspirieren, vor allem auch junge Mädchen. Ich zeige aber auch, dass Essen unser Freund ist und nicht unser Feind. Und ja, das ist so meine Message. Und dein Blog heisst Morenita, genau. Genau, geht doch bei ihr vorbeischauen. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Und ich glaube, zuerst geht es mal diesen Birnen am Kragen. Ja. Hast du die gerade vielleicht mal schälen? Genau, die tun wir eigentlich schälen und dann so in Schnitzel schneiden. So 4 mm breit. Und da verabschiedet sich der Tschüss. Genau. Ja, und ich mache mich mal als Biskuit. Jetzt Mehl genommen und Zucker, Butter, Eier. Und ich mache es jetzt relativ unkompliziert. Ich schmeiße eigentlich alles einfach mal rein in die gute Schüssel. Tust du gut? Gut. Tust du viel backen? Also gut, vielleicht auch, aber ich kann meine Frage jetzt hat sich noch nie jemand beklagt. Aber ich tue auch viel backen, ja. Schon? Gerade für meine Erstklässler am Anfang der Ferien oder wenn ein Geburtstag ist oder etwas, tue ich viel backen mal. Was ist das Lieblingsrezept für deine Schüler? Weißt du? Nutella-Muffins. Oh, das ist fein. Also ich backe allgemein viel mit Nutella oder Schoki, sagen wir es so, Schoki und Nüsse. Ja, das sind eben schon feine Zutaten. Leider haben wir jetzt heute weder Schoki noch Nutella noch Nüsse, aber ich hoffe, das macht trotzdem gut. Auf jeden Fall. Jetzt will ich noch sagen, das ist eigentlich ein Familienrezept. Wir haben das Rezept aufs Hochzeit bekommen, von Adi seiner Schwester und ihrem Mann. Und den Kuchen gibt es auch oft bei ihnen zu Hause und dann haben wir gedacht, müssen wir doch den auch mal machen. Ja, das ist eine gute Idee. Geil. Ich tue jetzt hier noch das Vanillezucker und das Backpulver rein. Und dann hätten wir eigentlich schon alle Zutaten für das Biskuit bereit zum Mischen. Ja, ich tue jetzt das mit der Küchenmaschine noch ein bisschen rühren, dass wir dann einen schönen Teig haben. Und das kommt dann oben drüber. Ja, unser Teig wäre ready. Morena hat hier wunderbar Birnen geschnitten. Also ich habe den nicht so schön angekriegt, als ich gestern Probe gebacken habe. Und jetzt machen wir noch das Karamell. Und ich glaube, das ist so fast das Schwierigste. Also es ist wirklich so ein einfaches Rezept, aber es ist so das Schwierigste. Ja, da haben wir jetzt 90 Gramm Zucker. Wir nehmen jetzt Bohnen, aber man kann auch Weisse nehmen. 3 Esslöffel Wasser. Und das kommt jetzt einfach so in die Pfanne. Und das wird jetzt das Karamell. Und wichtig ist jetzt, dass wir da nachher nicht anfangen zu rühren, sondern das einfach langsam warm werden lassen und dann fängt es so ein bisschen an zu karamellisieren. Und dann, wenn es so schöne Karamellfarbe hat, sind wir dann ready. Ich habe jetzt so eine Wehenform genommen und die noch so ein bisschen eingefettet, aber wir könnten auch schöner wäre, wenn wir so eine Tartform. Kennst du die? Schön. Hast du das? So
Ja, wir haben glaube ich so eine daheim, ja. So eine wäre ideal. Also, was du wieder mal machst. Dann mache ich es so. Genau. Genau, wir machen es jetzt aber mit der. Und ich weiss gar noch nicht, ob ich es gesagt habe, aber wir stürzen eigentlich den Kuchen nachher und das ist eigentlich das Coole daran. Weil die Birnen legen wir unten rein und dann haben wir dann den Überraschungseffekt. Das nehmen wir jetzt. Also es hat schon so ein bisschen angefangen nach Karamell zu schmecken. Das ist gut. Ja. Jetzt kommt das da rein. Und die Birnen hier so ein bisschen schön anordnen. Jetzt kommt dann noch der Teig drüber. Und der Teig ist im Fall so fein, wenn er noch nicht gebacken ist. Ja. Das ist noch nicht. Ja, sicher. Das ist noch nicht. Jetzt tun wir das in den Ofen. Bei 180 Grad rund 30 Minuten. Ich stelle immer ein bisschen weniger ein. Also, wie machst du das? Ich mache es auch so und dann kontrolliere ich wieder. Ja. Also letztes Mal habe ich 25 Minuten eingestellt und dann die 25 Minuten Umluft rausgenommen. Ja, und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn wir dann das gute Stückchen stürzen. Ich glaube, jetzt geht es ans Stürzen. Hast du willen? Nein, danke. Das darfst du gerne übernehmen, ja. Das ist immer so der heikle Moment, wo du schießt hat, ob es der Herd meldet sich auch noch. Der heikle Moment, ja, wünschen wir sich, ihr mir auch bitte. Wenn es jetzt nicht gut wird, können wir es wieder nochmal von vorne machen. Scheiße, ich darf nicht heiß. Ein Last ist gefallen. Also es schmeckt nicht nur fein, es sieht auch gut aus. Ja, mega lässig. Und am besten ist der eigentlich, wenn man warm ist. Also ich würde sagen, wir probieren den mal. Auf jeden Fall. Ich habe gedacht, Tata oder so. Was ist der Unterschied? Der Tata ist ja meistens dünner. Ah, okay. Also ganz genau weiß ich nicht, aber ein Kuchen ist ja... Also wenn ihr eine bessere Kuchen ist Erklärung halt habt, schreibt es mal auf. Brei. Ja. Also Milch. Ja. Und der Cake ist ja der. Ja. Genau. Dacht. Sieht aber sehr fein aus. Das ist ein Kuchen. Ja. Wir probieren. Ohne dass wir die Zunge verbrennen. Ja, ich hoffe, es ist noch nicht zu heiß. Nicht mehr zu heiß. Und gut. Ja, dir auch. Schön. Süß ist genau der richtige Punkt. Sehr, sehr fein. Ja. Also ich glaube, wir können beide das Rezept sehr, sehr empfehlen. Man kann es auch mit Äpfeln machen, wenn man Birnensaison ist. Aber jetzt im Herbst ist mit Birnen genau richtig. Und ja, wir hoffen sehr, euch hat das Rezept gefallen. Wenn ihr es nachbackt, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr ein Foto auf Social Media postet mit dem Hashtag Kochquatsch. Und ja, danke vielmals, Morena. Danke dir, dass ihr da seid. Das war cool. Unten in der Infobox findet ihr noch den Link zu ihrem Blog. Und YouTube-Channel. Und YouTube-Channel, genau. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch. Würde uns riesig freuen. Abonniert den Kanal. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss zusammen. Gell? Und Aldi muss zuschauen.